Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. FC Bayern Reaction. Ja, wie auch immer. Ihr wisst, bin noch im Urlaub, Leute, deswegen keine normale Reaction auf die PK vor dem Spiel gegen RB Leipzig morgen. Aber ich habe mir die PK natürlich reingezogen und ja, muss ich natürlich das ein oder andere Wort zu verlieren, denke ich. Ne? Wenn man mal die Aussagen gehört hat, auch die Aussagen, die Uli Hoeneß mal wieder getätigt hat. Und dann die Reaktion darauf von Max gesehen hat oder auch von Vinny. Ja, ich denke, wir haben da schon oft genug drüber geredet hier auf dem Kanal, brauchen wir nicht mehr darüber spekulieren, wer beim FC Bayern das Sagen hat oder wer irgendwas entscheidet. Ja, da haben wir immer wieder gesehen. Das ist einzig und allein der Patron vom Tegernsee, Uli Hoeneß. Und ja, das ist einfach, ja, eigentlich ohne Worte. Ne? Wir haben schon in vielen Streams darüber diskutiert. Es ist ja gut, dass es einen Aufsichtsrat gibt. Es ist auch gut, dass die Leute neu im Verein sind und so. Da habe ich gar nicht das Problem mit. Aber man muss doch mal in die Gegenwart kommen. Ja? Und ich meine, man hat einen Christoph Freund verpflichtet als Sportdirektor, dazu Max Eberl als Sportvorstand. Und beide sind nicht handlungsbefugt. Ja? Alles muss immer mit dem Aufsichtsrat abgeklärt werden, alles muss das Ja und Amen von Uli Hoeneß einholen und das ist eine Katastrophe. Ja, ja, ich denke mal, wir haben es gesehen. Ja. Wer die PK nicht gesehen hat, schaut es euch mal an. Max Eber sagt, er darf nur noch einen ausleihen und wusste das schon vorher, weil das intern kommuniziert wird. Das ist seine Aufgabe und die von Christoph Freund. Und das müssen die erfüllen. Ja, dann ist das schon wild. Ja, dann ist das schon wild. Ja, auf der einen Seite haben wir natürlich immer gesagt, jo, wir müssen jetzt immer die jungen Spieler einbinden und so weiter. Und das werden wir jetzt müssen, ja, da werden wir jetzt gezwungen zu werden. So, das ist auch alles fein. Also ich habe da jetzt nicht so das Problem mit. Aber dieses Thema, ja, also erstmal, dass ein Uli Hoeneß das vorher immer öffentlich macht, ist schon eine Katastrophe. Ja. Und wir haben jetzt halt die klare Ansage in der PK gesehen, wer da Sachen bestimmt. Ja. Also es ist nicht so, wie es sein sollte, dass man vor der Saison ein Budget festlegt für Spielergehälter, für Transferausgaben, was man hat. Und dann sagt man hier, Christoph und Max, das ist euer Budget. Let's go. Gestaltet den Kader nach euren Vorlieben, was auch immer, ja, in Abstimmung mit dem Trainer. Genau, das passiert ja nicht. Ja. Genau, das passiert nicht. Ich meine, dann lässt man noch einen Kingsley Coman ziehen, was okay ist, ja. Aber ja, dann musst du einen Spieler nachverpflichten. So, sorry, ja. Bei aller Liebe, bei aller Forderung nach talentierten Spielern. Aber es kann ja nicht sein, dass jetzt ein Serge Gnabry jetzt Stammspieler sein soll bei uns. Und das ist er jetzt. Also, sorry, ja. Das ist nicht the yellow from the egg. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und dass du jetzt, ja, wie es Max heute auch sagte in der PK, du wirst ja jetzt nicht irgendeinen Spieler finden, der dich weiterbringt und wo der Verein sagt, ja klar, kannst du ausleihen. Ja, jetzt hat das Beispiel gebracht, so wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, er möchte gerne Michael Olise ausleihen, dann fragst du den auch, ob er einen am Kopf hat. Ja, so, was willst du jetzt verpflichten? Ja, du kannst die Hoffnung haben, dass Chelsea in Nkunku nie los wird, dann würden sie ihn vielleicht kurz vor Transferschluss eventuell ausverleihen, ja, dann würden wir vielleicht in Frage kommen. Aber ansonsten, ja, wenn du jetzt einen gestandenen Spieler, der dich weiterbringt, ausleihen willst, dann bist du auch bei 10 Meter Ausleihgebühr landen, wenn wir jetzt von richtigen Kracher reden. Ja? Und der abgebende Verein muss den ja auch erstmal abgeben wollen. Also das ist jetzt schon eine Mammutaufgabe für die beiden, ja, weil einen jungen Spieler brauchst du nicht verpflichten, brauchst du nicht ausleihen. Also, wo soll der Sinn sein? Die hast du in den eigenen Reihen. Ja? So, darum geht es ja gar nicht.
Aber ja, diese Art und Weise, wie in diesem Verein gearbeitet wird, dafür, dass es so ein Weltunternehmen ist, ist sehr, sehr dubios, wenn wir ehrlich sind. Ja? Also ich erinnere nur nochmal daran, Christian Dresen schickt E-Mails nach Stuttgart mit Max Eberl im CC. Hä? Ja. Was macht Max Eberl in unserem Verein? Also Sachen entscheiden darf er nicht, das macht alles Uli Hoeneß. Ablösen verhandeln darf er nicht, das macht Christian Dresen. Ich weiß nicht, wofür hat man Max Eberl verpflichtet? Also damit er gute Miene zum bösen Spiel macht, damit er sich in der PKs neben den Trainer hockt, irgendwelche dummen Fragen beantwortet aber die hat er jetzt ja auch schon mal ein bisschen sarkastisch beantwortet in dieser PK, wer es nicht gesehen hat. Ja, man hat schon gemerkt, dass Max Eberl angefressen ist. Hat er auch gesagt, ja, ich muss mich dann ja auch mal selber loben, macht ja sonst keiner. Ähm, und das sagt schon viel aus. Ja, das sagt schon viel aus in meinen Augen. Also für den FC Bayern wird es Zeit, dass, ich wiederhole es nochmal, ich habe es ja auch jetzt schon seit 1,5 Jahren, Uli Hoeneß muss weg. Sorry. Ja, man kann es nicht mehr anders formulieren. So. Es kann nicht sein, dass eine Person, der Aufsichtsratmitglied ist, einfach diesen ganzen Verein führt, bestimmt und einfach aus der Zeit gefallen ist. Ja, das ist ein Unding. Ich meine, wir geben jetzt noch Paul Wanner ab. So, ja. Ähm, Das wird ja auch nicht ohne die Zustimmung des großen Patronen erfolgt sein. Die Argumentation dahinter war ja auch Thema von PK. Was ich ein bisschen scheinheilig finde, ist schon dasselbe wie bei Adam Azno. Ja, wir wollen Spieler haben, die das wirklich wollen und sich wirklich reinhauen wollen für den FC Bayern. Ja, sorry, wenn das so ein Spieler wie Paul jetzt nicht möchte, dann muss ich den Trainerstab hinterfragen. Da muss ich den ganzen Verein hinterfragen. Ja? Ähm, Wenn der Spieler, genauso wie es bei Adam war, wenn der Spieler das Gefühl hat, auf mich setzt keiner, dasselbe bei Mathis Tell, ja, was erwartet man dann? Was erwartet man dann? Ja, und dann stellt man sich jetzt Vereine hin und sagt, ja, wir haben wir bei Adam auch schon gemacht, ja, wir brauchen Spieler, die 100% sich mit dem Verein identifizieren, die Bock haben. Leute, das kann mir keiner erzählen, dass ein Adam keine Lust hatte und das kann mir keiner erzählen, dass ein Paul Wanner keine Lust hat. Aber ein Paul Wanner wird wahrscheinlich nicht einmal mal eine Seite genommen worden sein vom Trainer und mal gesagt, pass mal auf, Paul, da sehe ich dich. Ähm, und da sehe ich dich, wenn Musiala wieder fit ist. So, das ist doch der Punkt. Ja. Na klar hätte er jetzt wahrscheinlich Spielzeit bekommen. Eventuell, weiß ich nicht. Ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Aber du musst dem Spieler dann eine Perspektive zeigen. Das bringt ihm ja nichts. Ja. So, verstehe ich nicht. Ja. Also ich persönlich verstehe es nicht. Und ist für mich ein Armutszeugnis. Und da nehme ich Max Eberl mit rein, Christoph Freund und den Trainer. Dass die es nicht hinbekommen, ja, die Jugendspieler einfach zu überzeugen. Ja, ich finde das immer relativ einfach zu sagen, ach ja, der will nicht beim FC Bayern bleiben. Ja, warum nicht? Weil er keine Perspektive sieht. Ja, das war das schon das Problem bei Adam. Und wenn du keine Perspektive mehr siehst, ja Leute, so, das sind Spieler, weißt du, wir stellen uns immer hin als Verein und sagen, ja, wir brauchen Spieler, die sich mit dem Verein committen, bla bla bla, ähm, und bieten den Spielern dann halt keine Perspektive. So, wir haben es wieder gesehen im Spiel gegen Stuttgart im Supercup. Wo waren Lennart Kahl, wo waren Kosi Asare? Und die werden wir auch nicht in der Bundesliga sehen. Die werden wir in keinem wichtigen Spiel sehen. Punkt. Es sei denn, ja, dann das Positive an der Aktion von Uli. Ja, ich meine, Serge ist dafür bekannt, dass er. Es würde mich wundern, wenn er mal 4, 5 Wochen am Stück fit wäre. Ja, so. Punkt eins. Ja, wenn man mal gesehen hat, wie sich ein Ulisse, wie sich auch ein Harry im Supercup schon über den Platz geschleppt haben, die letzten 20 Minuten. Dann garantiere ich euch, wenn das durchgezogen wird vom Winnie, hat er ja auch in der PK gesagt, mental sind wir voll da, körperlich nicht, dann ist eine Verletzung vorprogrammiert. Ja. Und wenn man nicht die Jugendspieler da einbindet, dass man dann so einen Heavy Gamer nach 60 rausnimmt,
oder vielleicht erstmal zur zweiten Halbzeit bringt. Genauso Michael Olisa, wenn man die jetzt durchgehend ballern lässt, dann wird das nicht lange dauern. Ja, da werden die ersten Wehwehchen kommen, dann hoffentlich nur kleine. Ja, und was hast du in der Offensive? Nix mehr. Ja, Guerrero. Guerrero wird ja noch vor Lennart Karl und Kusi Asare genannt. Das ist unser neuer Zehner. Ja, selbst Tom Bishop wurde genannt auf der PK, aber der fällt jetzt auch erstmal aus. Pavlo ist auf dem Rückweg. Ja, geil. Also der Umbruch, der läuft richtig gut. Wir sehen wieder dieses Jahr Kimmich Goretzka bis zum Abwinken. Das ist richtig stark. Ja, und vorne, ja, I don't know. Ja. Musst du hoffen und beten, dass ein Michael nichts passiert. Das ist schon der entscheidende Faktor. Dazu ein Heavy. Ja. Dazu ein Diaz. Ja. Und jetzt gerade ist Serge unser Zehner oder was? Ja, oder Serge unser rechter Flügel und Michael unser Zehner. Ja, Hut ab. Ja. Wie gesagt, ich sehe das alles nicht so tragisch an, dass man jetzt nicht unbedingt einen Spieler nachverpflichtet für King. Aber da muss man sich auch mit dem DFB-Pokal und der Meisterschaft begnügen. Ja, da muss man nicht drüber reden, dass man nur ansatzweise ernsthafte Ansprüche auf die Champions League hat. So, mit dem Kader, nein. Ja, absolut nein. Wir haben das letztes Jahr schon gesehen, welche Probleme wir hatten zum Ende der Saison. Das war selbstverschuldet. Wir hatten einen sehr, sehr breiten Kader. Aber ja, da muss sich jetzt auch der Trainer nicht beschweren. Tut er ja auch nicht. Er sagt, er arbeitet mit dem, was er hat. Aber da muss sich dann am Ende des Tages auch Max Eberl und Christoph Freund nicht wirklich beschweren. Ja? Weil was haben wir letzte Saison gehabt für einen breiten Kader? Wie wurde der genutzt? Zum Ende der Saison gar nicht. Rotation hat nicht stattgefunden. Es haben immer dieselben Spieler gespielt, ob sie müde waren oder nicht müde waren. Von daher, ja, kann man den Gedanken eines Uli Hoeneß nachvollziehen. Ja? Darum, das ist auch nicht das, was ich kritisiert habe. Einfach die Art und Weise, wie in unserem Verein gearbeitet wird, gehandelt wird, habe ich kritisiert. Ich kann die Aussage voll verstehen. Ja? So. Wenn der Trainer keine Jugendspieler einbinden will, dann musst du ihn dazu zwingen. Und wie zwingst du ihn dazu? Indem du halt die gestandenen Spieler verkaufst und keine neuen verpflichtest. So, Punkt. Ja? Wir werden sehen, aber da müssen wir uns nicht jetzt, ja, wir brauchen nicht über die Champions League nachdenken. Also, dann darfst du wirklich keine Verletzten haben und Musiala muss top zurückkommen, Davies muss top zurückkommen und Ito muss endlich mal ankommen bei uns. Du darfst keine Spieler haben, die mal eine Formschwankung haben. Du darfst keinen Spieler haben, der mal 2, 3 Wochen ein kleines Wehwehchen hat in der entscheidenden Phase. Dann ist der Bums durch. Dann ist der Bums gelaufen. Ja. Nochmal, ich persönlich habe da nicht das Problem mit, wenn man mal sich da klar hinsetzen würde und sagen würde, pass mal auf, ja, wir schneiden die Zöpfe ab, wir geben dieses Jahr unserem Campus die Chance, ja, dass sich 3, 4 Spieler in der ersten Mannschaft etablieren. Und das ist unser Ziel Nummer 1. Dazu die Meisterschaft, wir wollen DFB-Pokal so weit wie möglich kommen und in der Champions League eine ordentliche Rolle spielen. So, und dann ist gut. Ja. Aber das wird ja nicht kommuniziert. Aber wer durch die Blume lesen kann oder zwischen den Zeilen lesen kann, ja, ich glaube, das ist so ein, also ich sag's euch, es ist traurig, aber wahr, aber der Uli sieht so, weil Uli war ja der gesagt hat, ja komm, wir müssen jetzt hier zusehen, Campus, 1, 2 Jugendspieler und er sieht, letzte Saison ist es nichts passiert. Ja, jetzt wieder verkauft hier, der Adam verkauft, den verliehen, den verkauft. Ja, und dann denkt der Uli sich jetzt, oh gut, die wollen nicht, dann zwinge ich sie. Ja, sie sind ein trotziges Kind gerade. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden die kommenden Wochen zeigen. Ja? Diesen Schritt natürlich zu machen, wenn du kaum Vorbereitung hattest, ist natürlich schon wild. Ich verstehe auch, dass man jetzt nicht sagt, ja, Musiala ist verletzt, wir müssen jetzt unbedingt noch eine Kanone verpflichten und das ist alles gut. Ja, aber dass man es nicht hinkriegt, ich habe es gerade schon gesagt, den Paul Wanner dann davon zu überzeugen, dass das jetzt seine Stunde ist,
und er mal Gas geben kann und er dann auch eine ernsthafte Chance hat, das ist dann schon ein Trauerspiel. Ne? So. Man hat es also nicht geschafft, dem Jungen mal Perspektiven aufzuzeigen. Aber wie auch, wenn du dann siehst, dass er ein Guerrero eingewechselt wird und auch auf der PK sich hingesetzt wird und gesagt wird, ah ja, der Guerrero ja oft in Dortmund gespielt, das ist unser Zehner dann. Oder zur Not kann das ja auch noch ein Tom Bischoff spielen. Da wurde nicht einmal ein Lennart Kahl erwähnt, da wurde nicht einmal ein Kusi Asare erwähnt, da wurde nicht einmal Kiala erwähnt. Gut, andere Posi, ja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, ja. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Wir werden es natürlich sehen. Ist natürlich jetzt alles vor der Saison. Ja, wird ein Thema sein, was uns die ganze Saison begleiten wird. Und ja, wird ein Thema sein, wenn mal ein, zwei ausfallen sollten. Wovon nicht ausgeht, dass das nicht allzu lange dauert, wenn man sich jetzt die Spieler vorne anschaut. Weil ja, die Mannschaft stellt sich komplett selbst auf. Ja. Taktikfuchs, den ich sonst immer gemacht habe, nächste Woche auch wieder machen werde, ja, stellt sich von alleine auf. Es gibt keine Alternativen, vor allem du hast 4 Spieler und die spielen. Ja, das ist Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Luis Diaz. So, mehr hast du nicht. Punkt. Ja. Und erster Auswechselspieler ist Rafael Guerrero. Krass, oder? Ja. Natürlich hast du einen NRK, Kusi Asare. Wir werden es sehen. Ja, aber wie gesagt, wenn man noch nicht mal 10 Wanner davon überzeugt bekommt, dass er eine Rolle spielen kann, dass er seine Chance nutzen kann, boah, dann wird es wild werden. Ja, ich bin sehr gespannt, ob Max Eber nochmal einen aus dem Hut zaubert. Aber immer dieses ganze Draufgehauen immer auf Max Eber, wenn man da mal sieht, unter welchen Bedingungen der Mann arbeiten muss, was man ja jetzt mal wieder klar gehört hat. Man muss ja erstmal sagen, Lob und Anerkennung, dass er überhaupt noch da ist und den Bums mitmacht. Natürlich, wo nicht darüber reden, dass er auch Fehler gemacht hat. Aber nochmal, diese Aussagen, die auch Max Eber heute in der PK getroffen hat, er hat es ja klipp und klar gesagt. Das ist die Vorgabe von Uli Hoeneß. Und mehr Handlungsspielraum hat er nicht. Das ist die Ansage, er muss jetzt zusehen und das ist es. Er hat nichts zu melden. Ne? Und das ist schwierig. Das ist, ja, weiß ich nicht. Das hat halt auch nichts mit zukunftssicher oder sonst was zu tun. Das heißt, ein Mann bestimmt immer noch alles. Ja, und das in einem Weltunternehmen. Und dann sollte man vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, warum das mit dem Oli Kahn nicht geklappt hat. Ja. Kannst du natürlich wissen, alle nicht, was da im Hintergrund so gelaufen ist und so weiter, aber ja, der wollte halt den nächsten Stepper machen, ein bisschen was anderes machen. Ja. Und hat sich da halt nicht von Uli die ganze Zeit reinreden lassen. Das jetzt gut oder schlecht war, anderes Thema. Aber, boah. Ich habe es letzte Saison gesagt, ich will jetzt wiederholen. Das, was gerade passiert, weiß ich nicht. Also man hat gerade das Gefühl, alles, was ein Uli Hoeneß aufgebaut hat, will er jetzt wieder vor der Wand fahren. Ja, das versteht man halt nicht. Also unser Verein geht gerade nicht mit der Zeit. So, was sportliche Entwicklung angeht. Und also ich meine, die letzten 3 Jahre, guckt euch das Transferchaos komplett an. Die Trainer einstellen, Trainer entlassen, alles hin und her und das kannst du doch alles keinem mehr vermitteln, keinem mehr erzählen. Ja? Dann verpflichtest du einen Sportdirektor und einen Sportvorstand, die beide absolut nichts zu sagen haben, was heute jetzt ganz klar kommuniziert wurde. Wofür? Dann schmeiß die raus. Ja, dann lass doch dem Uli da alles machen und dann ist doch gut. Ja. Was ist das für eine Vorgehensweise? Nochmal, man muss sich doch da hinsetzen vor der Saison und es ist ja gut, ja, dass die alten Herren alle da sind, dass sie Transfertipps geben, aber also nehmt allein die Causa Wirtz. Ja, Uli Hoeneß wollte ihn haben, sonst wollte ihn im Verein keiner haben und deswegen ist er auch nicht gekommen. Ja. Weil auch den konntest du nicht vom FC Bayern überzeugen. Jetzt sind lieber nach Liverpool gegangen, wo ein Trainer hatte, der gesagt hat, ey geil, ich will dich unbedingt haben. Ja. So, und das konnten Kompanie ihm nicht vermitteln. Ja. Das muss er dir halt mal reintun. Ne?
So, dann machst du dich beim Woldemade komplett lächerlich als Verein, lässt dich vorführen vom VfB Stuttgart. Auch das, was soll das? Ja, was soll das? Was ist das für eine Vorgehensweise? Ich schicke da mal eine Mail hin und nehme den Sportvorstand mit ins CC, Alter. Ja, und da braucht der Max Eber sich auch nicht schützend dahinstellen und einen von Teamwork erzählen. Also, Leute, das ist eine Katastrophe. Also, aber gut. Wie gesagt, ich bin noch im Urlaub, wir wollen das jetzt hier nicht noch weiter ausschmücken. Ich wollte das aber mal kurz loswerden. Also das ist ja eine Farce wieder mal. Ähm, Man kann nur hoffen, dass es für die Bundesliga reicht. Ja. Kommt darauf an, wie stabil so Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen, Dortmund, vielleicht auch Leipzig sein werden. Es wird noch irgendeine Überraschungsmannschaft dabei kommen, wie immer. Und dann kommt es darauf an, wie es mit unseren Verletzten aussieht. Ne? Wie gesagt, wenn da ein, zwei vorne ausfallen, dann wird es wild. Ne? Ähm, Vor allen Dingen, wenn Ulisse ausfällt. Den sehe ich da eigentlich als Schlüssel Nummer eins. Aber jedes Mal, wenn es irgendwie gefährlich wurde, die letzten Wochen, ähm, war er daran beteiligt. Von der Mitte brauchen wir gar nicht erst anfangen, Leute. Das machen wir, wenn ich wieder zu Hause bin. Wenn wir einen Livestream machen, dann können wir die ganzen Posis mal durchgehen. Ein paar Tage sind ja noch auf dem Transfermarkt. Ich bin gespannt, aber wir darf ja noch einen Spieler ausleihen, der Max. Und er hat ja schon gesagt, vielleicht kommt der VfB ja und wir können den Boldemade ausleihen. Eigentlich kannst du dir das nicht ausdenken, was bei uns im Verein los ist. Und wenn du dann denkst, dass wir zu den, ich sag mal, Top 10 in Europa gehören oder gehören wollen, dann ist das schon wild, wie dieser Verein die letzten 3 Jahre geführt wurde und geführt wird aktuell. Aber gut, so ist es. Leute, ich wollte es mal kurz loswerden. Ab nächster Woche gibt es wieder vernünftige Hintergrund, vernünftigen Ton. Von daher, Leute, wohlweise Grüße gehen raus. Hoffentlich morgen ein Sieg. Denkt noch ans Tippspiel, wenn ihr Bock habt. In der FC Bayern App findet das unter dem Community Tab hier auf YouTube. Meldet euch bei Kicktipp an, wenn ihr Bock habt, euch mit den anderen Bayern-Fans und sonstigen Leuten zu messen. Und in diesem Sinne, tschüssi.